Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Wir spielen Let's Play Days Gone. Blind auf Pelzig. Ja, blind deswegen, weil es erst am 26.04. des Jahr erschienen ist. Ich war zu der Zeit auf der Graue Vorkon. Jetzt ist allerdings Montag und ich habe richtig Bock drauf. Der 29. wenn mich alles täuscht. So, wir fangen auch hier direkt an. Dass ich das Days Gone Logo gerade noch so sehen kann, ne? Kennt man ja das Ganze. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, wir machen das jetzt nicht allzu duster mal wieder, sondern wir halten es mal so. Das dürfte funktionieren. Wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund hört, ist auch die PlayStation wie bei Resident Evil 2 Remake richtig kräftig am Schaffen, aber auch das soll uns nicht aufhalten. Wir fangen an mit dem Spiel, auf das ich mich tierisch gefreut habe. Und die erste Episode werde ich auch unmittelbar heute raushauen noch. Ich werde jetzt Aufnahmesession machen und mehrere machen, damit ich über die Woche komme. Aber die erste Episode, ihr liebe Leute, die kriegt ihr heute definitiv noch zu sehen, weil ich richtig Bock drauf habe. Und ich habe mich mordsmäßig gefreut auf ein Open World, Postapokalypse, Survival Horror Spiel. So, dann drücken wir doch mal die Beliebig-Taste. Oh, was ein geiles Menü. Optionen. Okay. Das werden wir alles erfahren im Laufe der Zeit. Das muss ich jetzt nicht großartig vorlesen. Optionen hat es ansonsten nix. Was die Sounds und so weiter. Ah, doch, da aber. Audio. Ja, aber Kopfhörer machen wir das. Quod erat demonstrandum. Ansonsten lassen wir jetzt mal einfach die Effekte so laut, wie sie derzeit sind. Wir können sie immer noch anpassen. Ich lasse es jetzt erstmal auf Deutsch. Und den Titel können wir auch auslassen. Wenn es gewünscht wird, wie beim Resident Evil 2 Remake, ihr liebe Leute, kann ich selbstverständlich auch nochmal einen Walkthrough in englischer Sprache noch dem Let's Play machen. Das ist euch überlassen. Gebt mir einfach Bescheid. Schwierigkeitsgrad leicht, normal. Ist Spaß, wir machen leicht. Ziel einrasten. Ja, komm, das können wir immer noch wechseln, denke ich. Die Musik ist ja schon mal ultra episch. Okay, gut. Alle hopp, dann verlieren wir auch keine große Worte. Ich hab Bock drauf. Wo ich die Facecam platziere, werde ich heute an 8 sehe. Da schauen wir mal, wo sie nirgendwo im Weg ist. Ja, genau. Leicht, bitte. Hat man es jetzt auch nochmal extra zur Auswahl. Ich vermute, da das am Anfang ewig gedauert hat, bis ich hier überhaupt in den Startbildschirm reingekommen bin, werde ich jetzt wahrscheinlich auch hier noch ein bisschen Zeit haben zu verzählen. Von daher, ich habe damals die Trailer nur gesehen, wie der Hauptcharakter Deacon St. John, hieß er übrigens, wie der vor einer gigantischen Horde aus Freakers, so hießen hier, glaube ich, die Infizierte, abhaut und wie der aus so einem Silo-Landwirtschaftsbetrieb einfach nur abhaut und von dieser schieren Masse überrollt wird und dann später die Gameplay-Videos dazu, wie man die Infizierte eigentlich nutzen kann, um damit zu taktieren. Großartig, und jetzt halte ich die Gosch. Sieht nicht gut aus, das Messer hat mir nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Mit Kind. großem Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch einmal. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Einen von diesen Helis anwinken. Okay. Okay, Warten Sie, thank wir you. brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien. Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Brian, Okay. Scheiße. Ich habe nur für 2 Leute Platz, okay? 2. was soll das heißen? Nur Wir für sind zu 2? schwer, okay? Ich kann nur 2 von euch mitnehmen. 2.
Okay. Na los, helfen Sie, na los. Na komm, Süße. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Ich hab's Heli. gehört. Es ist nur Platz für 2 in dem Heli. Geh. Geh mit ihr. Ich komm schon klar. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ja? Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Boozer wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Nein. Geh! Oh, Scheiße. Was hast du getan? Alter, das fängt ja schon mal richtig geil an. Wie ich jetzt schon sehe, wird hier wahrscheinlich eine neue Version von der Unreal Engine verwendet. Es ist nicht so geschmeidig wie bei Resident Evil 2 Remake, wenn ich das schon mal so beurteilen darf, aber es ist trotzdem erheblich besser als beispielsweise jetzt bei Call of Cthulhu. Also es ist keine veraltete Unreal Engine mehr, die hier verwendet wird. Schätze ich zumindest mal. Und ich bin tierisch gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ob es jetzt einen Zeitsprung gibt oder ob wir jetzt hier Tutorial-Hellen von wegen hilft ein guter Kumpel Boozer. Schauen wir mal, ne? Aber sehr üble Ausgangssituation. Ich habe schon gedacht, das wird jetzt so... Ah ne, okay. 2 Jahre später. Kein Tutorial in der alten Welt mehr wie bei The Last of Us. Alter, was eine ultra ochsengeile Landschaft. Sieht fast aus wie ein Bob Ross Gemälde. Freakers all dead. Also wir sind nicht wie bei The Walking Dead ewig schon in der Postapokalypse-Welt. Das ist erst 2 Jahre her. Und dann nicht wie bei The Last of Us 20 Jahre oder Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. 25 Jahre in der Zukunft. So. Okay, die beiden haben anscheinend überlebt. Everest. Everest, hey. Everest. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Okay. Fick dich, Leon. Und schon der Typ, den die wohl jagen. Los. Okay, jetzt steigen wir ein. Story-Mission verfolge Leon. Er kann nicht weit sein. Zum Halten und Beschleunigen R2 drücken. Okay. Für ein Boost X. Okay. Ah, da ist er ja, der Typ. Ey! Wie? Scheiße. Tja, Munition. Kann's nicht sein. Nein! Noch 2 Jahre? Nein, was mache ich dann da? Ich immer in Spiele Vehikelfahrer. Bin ich hundsmiserabel in sowas. Okay. Ich kann jetzt schon prophezeien, dass ich irgendwo in der Pampa lande werde. Das kann ja lustig werden, auch wenn das ein Open-World-Modus hat, das Ganze.
Okay, also wenigstens verbrenne ich nicht sofort, wenn ich hier in die Scheißerei gurk. Mann! Nein! Was machst du denn? Nein! Kerl! Uah. Okay, Wildtiere sind hier auch noch. Gefällt dir das? Ja? Upsala. Du Scheißkerl! Getroffen? Ich glaube... Oh, warte! Er hat sein Bike hingelegt. Okay. Puh. Wenn du Driften in der Kurve einsetzt, kannst du sie schneller nehmen und sogar Donuts vollführen. Okay. Und wenn du X und R2 gedrückt hältst, während du auf dem Bike bist, wird Lachgas... Okay. Wahrscheinlich für den Boost wird Lachgas verwendet. Nicht Nitro wie bei Mad Max. Gib mir Deckung. Alles klar. Gut. Er ist da lang. Na los. Okay, cool. So, sind wir jetzt wieder bereit zu spielen, oder? Ja. Hoppla. Verfolgen. Drücke R3, um die Überlebenssicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Okay. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Okay. Tja, vielleicht lag ich falsch. Er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Okay, also wir sehen hier die Fußspuren. Jo. Überlebenshinweis kreist zum Ducker. Das kennt man ja aus diversen anderen Spielen. Sonst, ich probiere einfach immer mal mit den Knöpfen gern rum, aber noch tut sich doch nichts. Hey, warte. Verfolgen Hinweise. In der Überlebenssicht vibriert der DualShock Wireless Controller, wenn deine Kamera in Richtung eines Hinweises zeigt. Näherst du dich dem Hinweis, nimmt die Vibration zu, entfernst du dich davon, nimmt sie ab. Cool. Warte, halt. Moment. Scheiße. Okay. Mal Okay. sehen. Das ist dann wohl hier, das hier, ne? Jo, vibriert wie... Ja, wackelt, vibriert stetig. A muss ich gedrückt halten. On. Warte. Hier runter. Oh, sehr Die cool. Spuren sind frisch. Ja. Das ist immer cool gemacht. So, dann gehen wir nochmal dort hier. Unser Buser wird uns Wo hast hier du diesen blau Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war angezeigt. mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Ja, wir sind noch auf der richtigen Spur. Du scheinst wohl zum Camp oder ähnlichem hier runter zu gehen. Okay. Wenn das nicht irgendwas mit... Ja! Runter! Klasse. Fuck. Okay. Dann lernen wir jetzt schießen, nämlich auch. Alles klar, Bruder? Ja, nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheißkerl. Streifschuss tut aber Geht's sicher gut, Buser? richtig Ja, weh. ich seh's, da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Sau cool gemacht. Okay, wie bei The Last of Us, nähern und X-Drücker. 73% Gesundheit habe ich nur noch. Du ist er wohl, der Botzer. Durchsuch ihn. Nicht der Botzer, der Leon. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch Stimmt's, geatmet, Leon? als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Na, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, ja? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Mach's gut, Leon. Nein, wartet.
Okay, nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Ich glaube, jetzt kann ich entscheiden, ne? Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Ah, okay. Doch nicht. Ich habe gedacht, da hätte ich die Entscheidung. Tag brauchen Beweis fürs Kopfgeld. Äußerst edel, ja. Das Richtige getan. Okay. Überlass niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Trophäe erhalten in Kupfer. Wer es findet. So. Ich glaube, over rechts ist tatsächlich die einzigste Wahl, wo mein Facecam hin kann. Weil alles andere ist beschriftet. Ich müsste gerade mal kurz gucken, ja. 733 Tage vergangen. Ja, cool. Das ist doch mal geil, wenn man hier ins Startbild, in der Startbildschirm hier reingeht. Das finde ich ziemlich cool. Kontrollpunkt neu starten, Spiel speichern. Ja, das finde ich eigentlich auch ziemlich geil, dass man das so wieder darf, wie früher eigentlich, wie das üblich war. Ich jetzt einfach mal Spiel speichern gehe. Ah ja, ganz normal. Also ihr werdet das wahrscheinlich wieder nicht sehen. Aber, wenn ich jetzt nochmal drauf gehe. Ja, da ist er. Mission machen wir es schnell, sagt uns das A. Okay, cool. Cooler Scheiß. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Okay, so The Last of Us mäßig mit Alkohol und mit Lumpe oder was? Können wir dann Verband basteln oder was? Eine von 2 Materialkomponenten mag gefunden. Ich nenne mal wirklich stark so The Last of Us Style. Mit dem Lumpe und Alkohol können wir uns wahrscheinlich was basteln, ne? Genau, Lappen. L1. Ah ja, dann läuft die Welt um mich rum aber trotzdem weiter. Kategorie medizinisch. Ja, das hätte ich ganz gern. So. Ah, Moment. So. So. Ach so, Moment. So rum, so. Und Verband ist R1. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Ja. Okay, im Überlebensrat zu heilen. Wähle den Verband. Wo ist er dann, mein Verband? Hier. Ich kann auch mit dem... Ja, das sollte reichen. Ich kann auch einfach mit dem... Ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Mit der Taste einfach drauf bleiben. L3 um zu sprinten und das verbraucht Ausdauer. Okay. Ja, das ist mein blauer Balker. Bringt Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Okay, anscheinend wie bei The Savior so Punktesystem, um sich Sache zu kaufen. Interessant. Ja, ich finde das... Ich muss fitter werden. Ich finde es etwas umständlich, um ehrlich zu sein, hier mit dem Rad und drauf und... Halt in der Überlebenssicht nach Objekten in der Nähe Ausschau, die aufgesammelt werden können. Innerhalb des... Schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ist wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Okay. 33% Jagd auf Was hat Leon. Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Okay, der Wenn wir fährt mal ein jetzt. Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay.
Okay. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Gut. Ich bin auch relativ still, wie ihr merkt, weil ich möchte ja auch nichts verpassen von dem, was noch gesagt wird. Und da das unser Tutorial ist, halte ich das auch für relativ wichtig. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Okay. Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halter Viereck gedrückt, um sie zu schieben. Ja. Gut. Dann ochsen wir das Ding doch mal weg. Liegt noch so ein schöner Kadaver drin. Alter, voll zusammengezuckt und wegen den Arschlöcher. Alter. Alter. R2 für einen Nahkampfangriff. Okay. Um das Ziel zu wechseln, halte L in die Richtung eines Gegners und drücke R2. Okay, R1, um dich abzurollen. Okay. Probieren wir es doch mal. Oh, Alter, der Knast-Move. Knast-Move des Todes plus 8. Ja, so zu kämpfen lernt man im Knast, aber ja, das waren dann wohl diese Ripper bzw. Plünderer wahrscheinlich, ne? Alter Falter. Ja, wir sind zwar schon bei 22 Minuten, aber die erste Episode, wisst ihr ja, die ist bei mir immer 30 Minuten lang. So, weiter geht's. Haben wir noch gelernt, wie man Messerkampf macht. Und menschliche Gegner hat man jetzt auch mal. Die infizierte Gegner noch Wir nicht. sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Aber ich denke, die lassen auch sind nicht lange fast auf da. sich warten. Alter. Oh nee. Kennt dunkle Tunnel. Nie gut. Dunkler Tunnel ist meistens nicht besonders gut für uns. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte. Ich gehe vor. Jetzt lernen wir noch zu schießen. Okay. Wenn es da drinnen so duster ist wie eine Wageladung Arschlöcher und mir einigermaßen was sehen, ist auch nicht verkehrt. 50% Dieser Jagd auf Kontrollpunkt Leon. war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Okay, was können wir hier plündern? Durchsuche Fahrzeuge nach Schrott, Herstellungszutaten und anderen nützlichen Objekten. Was ist das? Einmal Lappen. Ist der Lappen nicht hinter mir auf dem Bike? Na egal. So, dann können wir hier aufmachen. Anscheinend können wir nicht jedes Fahrzeug plündern. Wenn bei manchen nicht die Alarmanlage noch angeht, ne? Kann ich drauf wetter. Und hier ist nochmal +1 Lappen. Klingt also noch so ein sehr epischer Pen-and-Paper-Gegenstand, der Lappen +1. Leicht verzauberte Lappen. Okay, hier finde ich jetzt leider nichts mit meinem Überlebensinstinkt-Gedöns. Ah ja, okay, das ist ganz klassisch. L2 und R2 ist dann wahrscheinlich der Schuss. Das war Überlebensrad. Busers Flinte. Ah ja, das war einfach so der Angriff. Riechst du das? Scheiße. Da. Los, weiter. Warte mal, wie viele Molotovs hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg. Lass es. Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Okay. Es stinkt, es ist ein Loch.
So ist es wohl. Alter, die Geräusche. Ja. Halli, hallo. Okay, das waren sie. Dick! Hey, Dick! Hey, Mann! Ich glaube, er ist tot. Ja. Denke an meine Flinte. Mhm. Ja. Okay. Je. Ganz bezaubernd. Na gut. Wieder da hoch. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Okay. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Hey, lass es einfach. Okay, also offensichtlich ist seine Freundin Fra, was auch immer, da wohl gestorben vor 2 Uhr. Und die Freakos, die haben nichts dabei. Nee. Die erinnern mich ein bisschen an die Infizierte aus der neuesten Verfilmung I Am Legend mit Will Smith. Die erinnern mich so ein bisschen an die. So Nacktmenschen irgendwie, die nur noch machen. Apropos. Ja, na toll, natürlich ist der Alarm noch drin. Nein! Autsch! Du Scheißfreak! Geh weg, du Kotze-Typ! So. Alter! Großartig, das lockt wahrscheinlich auch jede Menge von den Pisser noch an. Ah, okay, das sammelt von so schon Ei. Schwärmerohr. Okay. Okay, wenn ich drüber gehe. Schwärmerohr. Ich geht, wenn die... ist das ein Zahlungsmittel oder was? Ups, ich will doch gar nicht hochklettern. So, noch einmal. Hui. Aufmacher. Okay. +1 Schrott. Dann wollte ich auch noch mal gucken, kann ich im medizinischen Bereich irgendwas Tolles machen? Nö, habe ich nicht die Sache zum Bastler. Allerhaupt. Gut, meine Munition geht mir jetzt allerdings allmählich auch aus. Das heißt, ich muss bald hier wieder den Knastbruder machen. Und hier. Okay, Moment. Gegner markieren mit R2, Alter. Okay, also Fernrohr habe ich offensichtlich. Ach. Habe ich da... Würde ich ganz gern wieder auf die Flinte wechseln. Muss ich dann wohl so machen, wie es aussieht. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Okay, Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Polizeifahrzeuge finde ich Munition. Schauen wir mal, ob das so ist. Es ist so. Das ist halt das. 11 Pistolen und 8 Flintenmunition. Geiler Scheiß, oder? Moment. Da muss ich anscheinend hier, ja. Aber erstmal nochmal umgucken, wie es hier ausschaut. Genau. Alter. So, dann schauen wir doch mal. Wobei, gerade hier im Loch könnte ich es wahrscheinlich sehr gut gebrauchen. Lappen und Sterilisierungsmittel. Sterilisierungsmittel finde ich auch etwas blöd. Das klingt irgendwie noch, ich mache ihn unfruchtbar. Na, egal. Komm, wir müssen noch über, deswegen medizinisch. Komm, ich will was basteln. Oder haben wir das irgendwo? Nö, tatsächlich nicht. Ich will eigentlich was basteln. Ablenkungen, Stein. Ja, ich will den Verbandhersteller. Genau, damit ich eine Plastalle habe. Dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. Okay. Kein schöner Abgang immer noch, ja. So. Alter! Du Dreckskotzer! Ich mach dich platt! Oh Mann! Scheiß Typ! So ein Pflaumekopf, der mir einfach so locker zertreten kann. Gesicht wie zertreten die Makrele, der Widerling. Okay, was gibt's denn hier noch?
Verband. Ah ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Sind aber erst bei 75%. Das ist nicht so schlimm. Nochmal ein Mittel, um steril zu machen. Perfekt, das hat sich ja richtig gelohnt in dem Raum. Wir machen anscheinend mäßig Geräusche, weil links von der Weltkarte, seht das so, ne? Wenn ich mich bewege, macht das einigermaßen Geräusche. Wenn ich mich ganz leise... Wenn ich stehe bleibe, ist er X. Wenn ich ganz leise gehe, mache ich nicht nur mäßig Geräusche. Dann bin ich anscheinend ach still für die Leute. Oder für die Freaks, wie auch immer. Okay, die müssen jetzt gleich ach gekackt kommen. Also aus dem Tunnel möchte ich heute auf jeden Fall noch raus in der Episode. Natürlich! Das war nicht geplant, verdammte Scheiße! Nee, nicht wirklich. Okay. Kann ich das ausmachen, den Scheiß? Oh Mann! Hauptsache laut wie... Achso, das ist der hier, von dem die Gefahr ausgeht. Okay. Hauptsache mal laut wie Sau. Mach auf! Hol den Scheiß raus. Verdammt nochmal. Da hinten wackelt noch was rum, sehe ich. Okay, die haben anscheinend auch Schiss vom Licht. Bäh. Komm schon. Wenn ich sie anleuchte, dann scheinen sie wohl ein bisschen Schiss davor zu haben. Und Schrotflinte funktionieren halt am besten aus der Nähe. Okay, dann mal los. So, Schwärmerohr. 3 Schwärmerohren. Warum nimmt das sich keine 2 von denen? Aber, naja, ich hinterfrag's mal nicht. Eigentlich wollte ich jetzt schon raus hier aus dem Tunnel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch hier hab. Ich weiß ja nicht, was dann noch auf uns zukommt, aber ich würde eigentlich sagen, Prinzip ist doch echt gut, hier unseren Cut zu machen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ich weiß halt nicht, wie lange wir hier noch hin und ob das dann auf die 40 Minuten zugeht. Bevor es soweit kommt, würde ich sagen, ich mache hier einen sauberen Cut. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ich werde auf jeden Fall tierisch Spaß mit dem Spiel, aber habe mich drauf gefreut wie Sau. Und es ist auch richtig geil, ich muss mich nur erst reinfühlen. Tutorial ist halt Tutorial. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.